haut 4. Sonntag am Joreskreis begrüßen Sie euch aus der Kirche von Hurstadt bei Niederernwen, wie wir drauf von heute Sonntagsmass. Es singt Choral Saint-Cécile Hurstadt, Dirigent aus den Jean Schumacher, Organist de Stefan Dorneanu, Gaist de Ruben Dorneanu. Wir hören als Urgel Entrée Gelobet seist du Jesu Christ vom Bach. Du no sangen wir Cantate Domino vom Albert Leblanc, Messe de Saint-Boniface von den Chandelier Manuel, Gloria an Ubi Caritas von Thésée, an das Schlusslied Danke für dein Wort vom Heizmann. Als musikalisch Interluden hören wir Pastoral aus Concerto Grosso Nummer 8a vom Corelli, Ave Maria vom Schubert, und als Sorti Margetta vom Theodor Dubois. Bei mir Altor assistiert den Diakon Michele Camposeo.
Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heilige Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leid heit zu Hurstadt an der Kirch, a leif alle Gu, die da iwwer Medien ma deis verbonnen sieht. All Sondes Mass versammelt deis den Dösch vom Herrgott singem Wort a vom gedeelten Brot. De Jesus ass bei eis, wie demols an der Synagog von Kapharnaum. Hier ass de Prophet, den eis vom Herrgott schwätzt, an eis selber zu Prophete mischt, fir an der Welt von Haut den Herrgott zu bezeien. De Jesus zielt op Schitveré vun eis. Wenn wir hier lo Verzeihung beten an seiner Bämen, da los wir hier noch beten, für an eis den Eifer mehr groß zu machen, für sein Obtrag echt zu holen. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen man deis Sohn, als all als Schuld no losen, als ein ewig Liebe schenken. Amen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an, wir rühmen dich und danken dir, denn groß ist deine Herrlichkeit. Herr und Gott, König des Himmels, Gott und Vater, Herrscher über das All, Herr, eingeborener Sohn Jesus Christus, Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt, nimm an unser Gebet. Du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser. Denn du allein bist der Heilige, du allein der Herr, du allein der Höchste, Jesus Christus, mit dem Heiligen Geist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Alleluia.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast uns erschaffen, damit wir dich preisen. Gib, dass wir dich mit ungeteiltem Herzen anbeten und die Menschen lieben, wie du sie liebst. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Der Herr wird ihn als Erfüllung von allem erstehen lassen, worum du am Horeb am Tag der Versammlung den Herrn, deinen Gott, gebeten hast, als du sagtest: Ich kann die donnernde Stimme des Herrn meines Gottes nicht noch einmal hören und dieses große Feuer nicht noch einmal sehen, ohne dass ich sterbe. Damals sagte der Herr zu mir: Was sie von dir verlangen, ist recht. Einen Propheten wie dich will ich ihnen mitten unter ihren Brüdern erstehen lassen. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen, und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm gebiete. Dann aber, der nicht auf meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkünden wird, ziehe ich selbst zur Rechenschaft. Doch ein Prophet, der sich anmaßt, in meinem Namen ein Wort zu verkünden, dessen Verkündigung ich ihm nicht geboten habe, oder der im Namen anderer Götter spricht, ein solcher Prophet soll sterben. Wort des lebendigen Gottes. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué. Et pourtant ils avaient vu mon exploit.
Das Volk, das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In Kapharnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien: Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da drohte ihm Jesus: Schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle und einer fragte den anderen: Was ist das? Eine neue Lehre mit Vollmacht. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Leefschwestern a Brider, Kanner an Gecken so entwuricht. E landlefische Spruch, den eis all bekannt ass. Ob den Besiessenen, den eis haut am Evangelium viergestaltet, wohl och an eng ähnlich Kategorie herabpasst. Weil hier seht jo an engem bestimmten Moment zum Jesus: Ich weiß, wie ins du bas, den Heilige vor Gott. Mei woer, mei richtig, jo besser kann ich net soen. Aber in Ament fir drun feiert den gelungenen Mann eng op, sucht fir Tumult, an det kriech: Wat tu mir mat dir ze din, Jesus von Nazareth? Och hei, flatsch Bordeaux, frisch fröhlich an direkt, mei direkt geht et net, ohne taktieren oder diplomatisch umschreiben. Eben wie Kanner oder auch Alkoholiker schwätzen, riecht raus, Chlortext, ohne de Breit zu fuhren. Kanner an Gecken so entwuricht. Wat tu mir mat dir ze din, Jesus von Nazareth? Göllen des wieder net für so viel Handlungen am Alltäglichen, auch bei Eis, auch bei mir? Muss ich da wirklich lo diesem, dem man nu absolut gut net geht, nächste Leif entgegenbringen, bloß weil der Jesus et gepredigt tut? Wat tun ich mat dir zu den Jesus von Nazareth? Aber muss ich dann lo wirklich op de Schöpfer an Schöpfung Rücksicht holen, an eben nicht lauter Sachen a Plastikverpackung kaufen, obwohl es da so praktisch ist? Muss dem Jesus sing Botschaft da wirklich an all Situationen von meinem Leben göllen? Wat tu mir mat dir zu den Jesus von Nazareth, hat der Mann am Evangelium sich entrüst. Ein Protest, die von manchen von unseren Zeitgenossen könnt stammen. Hier war so heeschtet von engem unrenge Geest besies. Mir given haut von Geistesverwirrtheit schwätzen, von Epilepsie
oder auch von psychischer Störung. Jedenfalls manifestiert sich an diesen unrenge Geister gewissermaßen der Chaos, das ungeordnet und zersetzend, das durch Unheil, Sünd an Schöpfung kommt. Lo stoßen des lebensverneinenden Kräften ob Jesus Christus, der Gottmensch, an dem eng erleist geheelten Welt gegenwärtig ist. Gegen diese wirklichen Herr vom Leben, gegen das Lebenskraft, a Lebensvollkommenheit, die vom Jesus ausgeht, wo letztlich des Ungeister keine Chance. Die Neuschöpfung am Tier in Neid geheelten Leben, dat sicht sich lo heide weh. An Jesus Christus lief mat Christen, als des Neuschöpfung matzen innert eis. An die zerstörerisch Kräften von der Sünd an Tod verfallener Welt musse vier umher vom Leben kapitulieren an weichen. Die Jesus bringt den Mann zur Ruhe, kriegt den unrenge Geist gezöst, an vierte nun de geplotene Mensch zu verlassen. An et weist sich, der Geist Gottes als mehr stark wie den Ungeist von der Welt. An der Heilung vom Besessenen geht deutlich, heiers Gott am Spiel. A weil Gott am Spiel ist, hat das heilend Auswirkungen. Die Erzählung mischt deutlich, wie ein Heid soen hat, wie ein Herr am Haus ist. Der Jesus setzt sich durch, gegen das ungebändigt rundherum Hirn, an der richtigen Umgebung nei aus. Und initialisiert sie oben Neids, oder, wie mir haut give soen, es startet Programm nei, hier behilfte Fehler. An diesem Programm, den hier relanciert, geht deutlich, Gott wirkt. Sei reich, sing Herrschaft, also lo schon erfuhrbar. Teilung also Beweis dafür. Was Gott am Spiel hat, hat das heilend Auswirkungen. Natürlich stellt sich an diesem Kontext die Urall froh, wann der Jesus heilt, wie wird dann all das Unheil an der Welt? Die zerstörerisch Kräften treiben nach hier Unwesen, wat mei, wat lever. Ma ehrlich gesot, die Lächt an endgültig Antwort ob des brennend Frohen leid verburgen am Geheimnis vor Gott. Wir können den Herrgott nicht bis an das Lächt begreifen und durchgucken. Aber wir erahnen, dass es eis Aufgabe ist, mitzuwirken und diesem Kampf gegen das Dämonisch, gegen den Unsinn von der Welt. Weil nicht nur der Jesus treibt Dämonen aus und beauftragt auch seine Jünger. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Zwar Menge mal haut wir wären an einem abgeklärten Zeitalter, könnten die wichtigsten Sachen von der Welt erklären, aber abflossen. Ma spätst hinter Corona wissen wir, dass wir nicht alles an der Hand, gut nicht alles am Griff haben. Aber wir kriegen haut nur zu spüren, dass zerstörerisch Kräften umwirk sind, die nicht so leicht anzudämmen sind. Für und so Dämonen stehen wir vielfach machtlos. Die Freunde, Jesus schwätzte Machtwort an der Kranke Gött geheilt. Apropos Wort am Murcht von der Wider, von der Spruch. Das an der Lächt Mut gehen, all Joa ein sogenannt Wort oder Unwort vom Joa zu küren. 2020 war das Coronavirus oder Lockdown an, bleib daheim. Wir drun waren Fake News an Alternativ-Facts und so weiter. Das weist, wie als Spruch evaluiert, aber wie wichtig und flexibel sie vis-à-vis von der erlebten Realität, die sie ausdrückt, ist. All einzelne Wort, was ihr seht, kann relevant sein. Ein Wort, was gefallen ist, hat seine Bedeutung und die kann nicht einfach zurückgeholt gehen. Ein Beistwort, als wir stehen, den ihn an das Wasser geheit wird. Es wirft Wellen und kriegt ihn nie mehr zurück abgefangen. Mehr positiv sieht der Prophet Jesaja über das Wort Gottes. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, ohne zu bewirken, was ich will,
und das zu erreichen, wozu ich es ausgesandt habe. So geschieht am Evangelium. Das Wort Gottes unterscheidet sich aber vom menschlichen Wort. Menschlich wieder können abbauen oder zerstören, gesund oder krank machen, mit Menschen beglücken oder zutiefst kränken. Dafür muss man aufpassen, ob bei Spruch an Urstehen, was wir soen, an wem wir soen. Gottes Wort will immer Heil und Segen bringen. Et ist ein Wort, das am menschlicher Spruch an durch Menschen ausgesprochen wird. Die Bibel lässt Gottes Wort aus menschlichem Mund, was natürlich auch zu Missverständnissen führen kann. Ein einziges Wort aber drückt die Wahrheit von Gott ohne Missverständnisse aus. Und das tritt vom Jesus selber, so wie heute an Dax am Evangelium. Der Jesus ist die Wahrheit von Gott. Aber wenn an der Synagoge zu Kapharnaum dort seiert hat, haben Leute gestaunt über seine Lehre, weil nur mit großer Autorität enseigniert. Wie die Vollmacht hat, heißt es am Evangelium. Nach Haut geseit den archäologisch Rechter von der Synagoge von Kapharnaum, an innner dem jetzigen Fußboden, ein paar Meter mit tief, durchstung Jesus, wie gepredigt hat. Sein Auftreten als Wider hatten etwas Extras aus sich. Sie waren nicht überflächlich oder belanglos. Nee, mit Vollmacht hat ihn gelehrt. Menschen demals so gespürt, dass Gott selber an diesem Wort ist. So wie es am Johannesprolog heißt, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dafür hat Jesus das Wort Gottes unverfälscht und genuin vermittelt. Liebe Brüder und Schwestern, machen wir uns auf diesem Sonntag bewusst ob für das, was seine gute Nachricht für uns Leben kann bedeuten. Für das wir nicht zu denen gehören, die wie die Besessenen am Evangelium rufen, was du mir mit dir zu den Jesus von Nazareth. Vom Schriftsteller Reinhold Schneider ist der Satz überliefert: Worte vergehen, es bleibt das Wort. Nicht Donnerwetter von unserer Zeit sollen uns markieren, wie das heilende Wort vom Herrgott. Das Wort. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Am Vertrauen auf dem Herrgott sein Gutheit bringen wir lo als Gebirde an Ulais Firun hin. Prions le Seigneur pour les gouvernements des nations qui veillent au respect de la justice et de la liberté de celles et ceux dont ils ont de la responsabilité. Herrgott, Heilreis. Diese Woche hat Biden an der Putin die Regierung den Startvertrag für die atomare Aufrüstung um 5 Jahre verlängert. Lassen wir beten, dass damit eine neue weltweite Aufrüstung kann in der Bunde gehen und die Länder allnächst mehr Wert auf Zusammenarbeit legen. Herrgott, Heilreis. Der Papst Franziskus schreibt, dass Covid eine Epidemien aufdeckt, wie zum Beispiel der Virus von Gleichgültigkeit. Lassen wir beten, dass wir uns nicht damit aufhören, nicht gegen Hungersnot zu machen.
Gerade lo weist sich, dass an Krisenzeiten viel zusätzlich Gelder auftauchen. Lassen wir uns ersetzen, dass die Armen nicht mehr arm gehen, wenn das Geld mehr gerecht, mehr nützlich auf die richtige Platz angesagt wird. Herrgott, höre uns. Lasset uns beten für die unheilbar Kranken, für die Suchtkranken und für alle, die sich nach Heilung sehnen, dass sie durch unsere Zuwendung Kraft und Hilfe erfahren. Herrgott, höre uns. Darum beten wir dich durch Christus, unseren Bruder und unseren Herr. Amen.
Lasset uns beten. Herr, nimm unsere Gaben an und heilige sie, damit sie zum Sakrament der Erlösung werden, das uns Heil und Segen bringt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht. Aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist hellig, Herrgott, von dir könnt all Helligkeit. Dafür bitten wir dich, mach des Goven hellig durch dein Geist. Lose für Eis zum Leib an zum Blut gehen, von dem jungen eiser Herr Jesus Christus. Den Abend, wo hier verrode gouf, wo den Tod op sich geholt wird, du hält den Brot aus in Hen, seht den Dankgebet, bricht Brot, regnet singe Frin, seht, holt an erst alle gut davon, der teiers mein Leib, Getier gehen für ich. Nom ersten hält noch de Kirlich, seht im Dankgebet. Recht de Kirlich singe Frin, seht, hol dann dringt alle gut raus. Der teierste Kirlich mat mingem Blut, Blut vom neuen an ewige Bund. Et fließt für ich an die viel Aner, wie dat Sünde verziehe gin. Macht es als mein Undenken. Geheimnis vom Glauben. So feiere mir hellige Pap, dun denke von dingem Jung, der für Reis gestorben an Obersterners, an so affirmadiert Brot vom Leben, an de Kirche von der Erlesung. Wir sohn dir merci, weil du seist Beruf für von dir zu stohlen, an dir zu dingen. Wir beten dich, lo sei still holen Leib an Blut vor Christus,
dat ma eend gehen durch den Hellige Geest. Denk und den Kirche euch dat Welt, los dei Volk wussen an der lebt, ze summen mat eisem Papst Franziskus, eisem Bischof Jean-Claude, mat de Geestlichen, an all denen, die am Ding stehen vun Dinger Kirch. Denk un all eis Brüder a Schwestern, die vun Eisgänge sinn an der Hoffnung dat ze oberstehen, an nun all die Äner, die an Dinger Genot gestorven sind, hol sie op bei dich an dei Licht. Pap, erbarm dich eiser all, schenk eis ewig Leben, mat Maria, der Heiliger Gottesmam, dem Heiligen Josef, den Aposteln, an all denen, die Genot von tu bei dir, sind dat Welt besteht, mat ihnen all, wo se dich löwen an ehren, durch der Jung Jesus Christus. Fäll durchhien, am Mattim an Anhim, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an Eier, lo an immer an ewig. Amen. No biet mat ze summen an noch fir den Äner so, wie Jesus Christus selber eiset geleiert huet. Eise Pap am Himmel, dein Name sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel so auf der Erd. Geweis halt aus dich nicht Brot, verzeihe uns als Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die am Eiser Schuld sind. Feier eis net an Versuchung, nimmer eis frei vom Besen. Fäll dein das Reich an Urcht und Herrlichkeit, für immer an ewig. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern schau auf den Glauben und den guten Willen deiner Kirche. Und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Knecht, hilf mir in deiner Güte. Herr, lass mich nicht scheitern, denn ich rufe zu dir. Der Leib Christi. Amen.
Lasset uns noch beten. Barmherziger Gott, das Sakrament der Erlösung, das wir empfangen haben, nähre uns auf dem Weg zu dir und schenke dem wahren Glauben beständiges Wachstum. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlicher Gemeinschaft zu Hurstadt. Die nächste Sonntag kann der Missionssonntag über Dromatmas von Biesen. An los schalten wir zurück an den Studio.